Welkom vandaag to deze klas van Zalische Heilung. We zijn bij de derde lektion. Verstaan kan wo ik im Jährlichen zie. Wir werden angehen, weil wir mit Zeit nehmen für Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen von dir fertig. Und erstens sagen die großen Dankeschön, dass du uns Gott bist, dass du uns Vater bist und dass du immer hier mit uns bist. Dankeschön für alles, was du gegeben hast. Und so ist du für uns sorgen das. Und von der, wenn wir in diese Klasse angehen, in diese Lektion, dann bete ich für dass du uns wirst helfen, zu sein kriegen, wo wir sind. Und was dein Plan ist für uns Leben. Dass wir hier wollen können Klarheit über kriegen. Wenn im Leben sind in verbiestert Feilen, das hält uns ab von vorwärts gehen. Und wir wollen aber vorwärts gehen. Wir wollen fruchtbar sein in dieser Welt. Wir wollen viele Dinge tun für die Gott. So ich bete, Frau, dass du uns von der wirst wiesen, wo wir sind. Dankeschön für deine Ehe in Jesus' Namen. Amen. Okay, verstehen kann, wo ich am Jährlichen sehe. Bist du mal, wo ich fahren, wo du die verbesselt hast und du weißt nicht mal, wo du bist? Das ist ein so schlechtes Gefühl, wenn dann fährst du nicht wieder vorwärts. Wenn du weißt nicht, wo die Hand ist. Du weißt nicht mal, wieder, was der Zweig ist. Du musst wissen, wo du bist, und dass du wissen kannst, wo wieder zu gehen. So von der Wahl, wie man ein klein bisschen 3 Dinge bekennen. Verschiedenste Beispiele habe ich hier von der Brücken will. Ab Seite 15 in dem Buch, wenn ihr ein Buch habt, da habe ich die 3 Bilder. Das fängt an mit einem Vers in Jeremia, Kapitel 29, der 11. Vers. Ich habe Gott immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für ihn geplant habe, als Fried und Erfolg und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft in Hoffnung geben. Weil wir uns an diesem Vers halten, das ist, was Gott sein Plan ist für uns Leben. Er will haben, wir sollen eine gute Zukunft haben. Wir sollen erfolgreich sein. Und so, das ist, was Gott sein Plan ist für uns Leben. Das ist, was er für uns will. Und so, dann wollen wir uns an Arm holen und dann wollen wir uns tragfängen. Und die nie gut im Leben vielleicht auch so verbiestert fallen das. Aber ich hoffe, durch diese Lektion, wo du die tragfängen kann und weiten, wo du stehst. Und eine ganz erste Seite wollte ich ein Beispiel nehmen von das Volk Israel. Im Alten Testament, Gott sein Volk, was er sich ausgewählt hat, durch wem der Messias kommen wird, durch wem Jesus kommen wird in diese Welt nehmen. Die Israeliten, die wohnten in Kanaan. Abraham und seine Familie werden in Kanaan getroffen, das Gott in die Hand gebracht hat. Aber durch eine Hungersnot da, geraten sie nach Ägypten, wo Josef dann der Lehrer war. Und so, hier in Ägypten haben die Israeliten nur 430 Jahre gewohnt. So sie dann kommen, dann wird insofern abgenommen, insofern behandelt, aber das geht gleich lang, bis sie umfangen, ein Leben zu leben als Sklaven, wo so behandelt wird als Sklaven. Und so für 430 Jahre hat das Volk hier nicht all in der Sklaverei gelebt. Und sie schrien nach Gott für Hilfe. Und Moses ist ein Mann, der auch hier in Ägypten wohnt und in den Palas abgewachsen ist. So er kannte Ägypter Weh, aber er ist auch ein Israelit, er ist auch ein Hebräischer. Aber er begehrt Mord und er klebt aus von Ägypten in der Wüste hinein. Und hier in dieser Wüste ist er 40 Jahre. 40 Jahre ist ein Schubshort. Er hat hier mit ihm eine Frau, eine Familie. Und so er lernt diese Wüste kennen. Und einen Tag kommt Gott in den Arm in einem brennenden Busch und ruft dann und sagt, geh nach Ägypten und rat mein Volk dort. Und so Moses geht und lädt die Israeliten aus Ägypten raus und bringt die in die Wüste hinein. Hier in dieser Wildnis, wo nichts ist, wo sie sich an nichts halten kann, hier bringt Moses ihn hin. Aber Gott ist der mit ihm. Das, was das Volk hier lernen wird, dass Gott wird jeder Staub damit ernst sein, dass sie wollen lernen, dass sie sich an nichts mehr unterhalten kann, als bloß an Gott allein. Das ist alles, was ihnen fehlen wird. Die Zeit kommt, wo sie 40 Jahre später
wo Adelige von Erd noch in Kanaan dann reisen down, wo sie in ihr eigenes Land waren sind, wo sie ein Land trainieren down, was Erd wir. Aber nu ist das Land eingenommen worden von Riesen, von Menschen, die ihre Jäger sind. Und so, sie sind nu nicht mehr Sklaven in Ägypten. Sie sind hier nu für 40 Jahre in dieser Wüste gewesen, wo Gott viel und Ernst geschafft hat. Nu kommen sie hier in Kanaan an und hier sollen sie nu so leben als Soldaten. Und sie sollen das Land annehmen, was Erd ist. So, das gibt 3 sehr verschiedenste Bilder, was wir hier haben. Ich will hier mal noch ein Bild bringen, mit dem vergleichen. Hinter mir hier kann ich sehen, das Bild von wo eine Rübe ten Flatter worden dat. Ein Sommerfell, das dann viele würden sagen. Der Rübe ist ein bisschen aus Ägypten. Eine Rübe ist ein Tier, das rumkrüten dat, Blätter freten dat, hat nicht ein sehr wunderbares Leben. Können sagen, ein bisschen aus ein Sklav. Diese Rübe, die kämpft, wo die sich an so einem Cocoon nennt, mit so einem Sarg, wo der rum der Rübe dat, und du bleibst dir dann die Zeit lang bei. Du hast dort eine Ändernis an den Cocoon. Und wenn der Rübe durch ist rauskommt, dann ist es endlich nicht mehr eine Rübe. Nu kommt das Sommerfell der Rübe. Nu hat die Pflichten. Nu lebt die ganz anders, als was die vorher getan hat. Nu darf die nicht mehr Blätter fressen. Nu darf die das Seite von den Blumen eten. Das ist nu die Nahrung. Nu darf die fliegen. Nu darf die nicht krüpen. Nu ist die nicht mehr hier leer. Nu ist die hier hochboven. So eine Ändernis hat das hier nicht gegeben. Und wir wollen von der ganz kurz mal bekicken, 7 Dinge, die ein Gott sein Plan sind, nu für uns leben. Wir fangen auch an, mit Sklaven in der Sinn zu sein. Uns Ägypten ist der Sinn. Das sinnliche Leben, wo wir Sklaven sind. Die Feind hat uns in seine Hänge und der braucht uns als ein Sklav. Und das Leben das ist bloß schwierig. Und so Gott sein ganz erste Ding ist, er will uns aus den Feind seine Hänge raustragen. Kriegst es die Israeliten aus Ägypten raustragen dort. So, das ganz erste will Gott, dort eigentlich gerat sind, dort wie mal aus das sinnliche Beten sind. Und dort ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dort die Rettung passieren kann. Und viele Menschen, die blieben im Bett hier sterben. Nu haben sie sich in Jesus seine Hände gegeben, sie haben Jesus angenommen, was er für ihn getan hat. Und nu mit uns fängt, das war unser Ruf zu gehen, im Betrag zu fallen, und sie wollten nicht mehr, was nu angeht. Sind ich euch wirklich bekehrt? Was geht mit mir an? Warum fällt mir, dass ich mich fallen da? Und das ist eine Ursache dafür. Weil wenn Gott die ich geraten hat, in das sinnliche Leben, dann bringt er die in die Wildnis hinein. In der Wildnis geht das nicht schön. In der Wildnis ist das nicht möglich. Es ist sehr unmöglich. Aber hier will Gott große Dinge tun in dein Leben. Hier will er dir Reut merken. Er will die hier heilen. Das ist der zweite Punkt. Er will die heilen von all den Weiden, was sind und die getan haben. In ein sinnliches Leben, das hat ganz beschädigen, ganz zweischneiden können sein. So, er hat dort heute nu, und das Blatt ist ganz verschnitten, ganz schwer von Weidau. Nu will er ich mal Heilung geben. Und das kann für uns in Zeit dienen. Wenn diese Israeliten wären 430 Jahre durch Ägypten gewesen, in der Sklaverei. Was ich glaube, wir da ihre Soll beschädigt. Von immer bloß, so ein Sklav behandelt worden. Stell dir mal vor, was der verwirrt gehört hat. Aber die ist es nicht. Du bist mein Sklav, du bist mein Israelit. Und mit diesen Gedanken und mit diesen Weiden kommen die in die Wüste hinein. Als Gott sein unerwähltes Volk. Aber ich glaube, ihr seid doch ein Fuß aus Gott seine Kinder. Gott hat 40 Jahre mit ihnen in die Wüste geschafft, um sein Erwacht von Denken zu ändern. Und so, wenn du auch eine Sünde gewesen bist, und du hast dein Leben an Jesus hingegeben, denkst du nur auf Fuß ganz anders? Das ist, wo Gott sich Zeit nehmen wird, um dein Hort heilen. Er fängt dir an, Frieden zu merken von Dingen. Vielleicht bist du gebunden
Und irgends Dinge, vielleicht ist es Alkohol oder Drugs oder was immer das mag sein. Vielleicht bist du gebunden an negative Gedanken oder an was leer ist, was du die halten lässt, wo du ungebunden bist. Vielleicht kriegst du so eine leer ist, dass mit die erst das nicht oder du bist bloß ein Garbage. Dort ist, wo der Sinn ans merkt denken. Dort ist, wo der Feind ans merkt denken. So Gott will die frei machen von so einen negativen Gedanken aus dort. Und das, was er hier nur in dieser Wildnis tut. In dieser Wildnis, falls du die manchmal vielleicht so allein, und das so wei, aber hier passiert eine große Ändernis. Und dann will Gott die anfangen zu lernen. Prob mal ein Kind was beizubringen, während dort Verfall schrien wird, wegen der Haft sich vielleicht die Knie steht. Wo aufmerksam ist das Kind nicht? Was hört denn die, was du dir sagen wirst? Erst muss sie das Kind sein zu beruhigen, dass das kann still werden, wo der Weidel wachgeht, wo der Weidel nicht mehr fallen ist, und dann kannst du zu das Kind reden, dann wird die nehmen, was du zu sagen hast. Viele niegeborene Christen, die wollen für viel lernen in der Bibel, und das ist sehr gut, aber das kommt fertig zum Stillstand, wegen das Hort nicht gehalten ist und das ist nicht frei von Dingen. Und dann will die Liebe nicht angehen, dass das fehlen wird. Dann will Gott die Reut merken, die ich gelehrt hast. Dann will er die Reut merken. Er will die das Gerätschaft geben, was die fehlen wird. Wenn du in Kanaan gehen willst, du sind Riesen, was die fehlen dort zu merken. Du hast das ganz allein zum nehmen. Hast du das Gerätschaft, was die fehlen wird? Hast du die Sicherheit? Hast du die Berufheit? All das will Gott dir geben. Indem du hier Tidspannen das mit ihm in der Wildnis. Und dann will er die Beamten, er will die bekraftigen mit den Heiligen Geist. Wegen ohne diese Kraft, was du in Kanaan nicht tun kannst. Ohne die Kraft von den Heiligen Geist, dann brauchen wir bloß noch natürlich Dinge zu tun. Und dann, das Letzte, dann bist du in Kanaan und dann sollst du gehen tun. Ich habe das auch vielmals gesehen, besonders in Kirchen, wo wir haben niegeborene Christen, die sind noch mal gerutzt bekehrt, die sind ganz nie in ihr Leben, und ja, sie sind excited, sie sind abgeregt, ich will Gott dienen, ich will Gott dienen. Und so irgendwas plötzlich, wo angestellt, hier kannst du dienen, hier kannst du Gott dienen. Und am Mess dann sind sie ganz müde und üt. Warum? Die Israeliten, die haben einen Weg dienen von Ägypten nach Kanaan zu reisen. Aber an er war ich von denken, wie das viel zu kurzer Zeit. Gott muss mehr Zeit haben mit ihm. Ein niegeborener Christ, der muss diese Dinge durchgehen. Der muss vorbereitet werden. Der Verfall im Diensten angeht. Aber wie sind ungeduldige Menschen? Wir wollen nicht diesen Zeit durchgehen, wo Gott an uns schaffen wird. Wir wollen bloß busig. Und manchmal kommen wir im Trouble an wegen dort. Wir haben verschiedenste Beispiele in der Bibel von Personen, wo das Charaktersalzige passieren wird. Wir haben die Geschichte von Josef. Josef hat erst tschüss bei seinem Papa, wo er diesen kleinen Rock gekriegt hat. Alles ist gut, okay? Aber damit dann wird er von dort weggenommen und er wird ihm in ein Leben gebracht, wo das sehr schwierig wird für ihn. Er wird in einen Laden Baum reingeschmissen, er wird verkauft von seinen Brüdern, er wird verletzt von der Früh und dann falsch verurteilt, er wird im Gefängnis reingeschmissen. Und aber du kannst nicht Zeit, nur all diese Jahre von Schwierigkeiten, wo Gott am durchheben wird, entstellt aus der zweiten Hexer in Ägypten. Und durch dort kann er seine Familie von der Hungersnot retten. Wir haben die Geschichte von David. David ist ein kleiner Schubshort hier. Die Jüngste von mehreren Brüdern hier. Und so, ich stelle mir so vor, wird vielleicht nicht einmal viel geachtet, aber Armin hat bloß die kleine Junge ist nicht. Aber er hat viel Zeit durch allein. Und dann kommt die Zeit, wo Gott am Salben wird, die kann ich. Aber nu jetzt habe ich mal eine schwere Zeit nehmen. Kann ich so, die will am Immerware anbringen. Das den Immerware hingeran, David mag immer am Verstärkt sein. Wofür immer wird er sich all gefragt haben, Gott, ist das wirklich, was du von mir weißt? Ich dachte, du wirst Hanek soll kann ich sein.
in der Tag, die kommt, wo Gott David auf dem Thron saßen wird. Diese Mitteltit hier, diese Wüste, die braucht wie Menschen, dass wir mehr lernen können, dass wir frei werden von Dingen, dass wir gehalten werden. So, meine Frau und die ist nu, wo stehst du? Bist du noch in Ägypten, dass du den Fuß versklavt bist ohne Sinn? Bist du all aus Ägypten rückgeraten, dass du hier nur in dieser Wüste wohnst und du fängst die nicht reich? Du weißt nicht, wo du bist in dieser Wüste. Bist du da, wo die fehlt zu heilen? Bist du da, wo die fehlt frei zu merken von Dingen? Oder vielleicht bist du da, wo du bloß mal lernen wirst. Wo du hast die Heilung gekriegt, du bist frei gemerkt, aber du wirst bloß mal lernen, du wirst mal nehmen, wenn du hast so einen Hunger, mal in Kanne annehmen zu gehen, und dann tun, was du willst zu tun. Und ihr seht die selbst, und fang aus, wo du bist, und dann du, gib dir in Gott seine Hand, dass du mit dir tun kann, was er tun will. In Lukas Kapitel 4, Vers 18, da sagt Jesus, der Jesus, der ist auch mir. Ich bin gekommen, um die gebrochenen Herzen zu heilen, um die frei sein, wo du gebunden sind, und so geht das wieder. Das ist, was Jesus gekommen ist. Der ist gekommen, um dir das ewige Leben zu geben. Aus Ägypten raustragen, aus der Sklaverei von Sinn raustragen. Aber er ist auch gekommen, um dein Hort zu heilen, um die frei sein, wo du gebunden bist. So ich will die Mut merken, dass die ganz an Gott seine Hand, zum sein Wort mit die tun will. Und war nicht anmutig in dieser Wüste. Wenn das auch schwor ist, wenn das auch bei uns so ja dies da loten wird, aber Gott ist da. Ich will noch ein Beispiel bringen hier. Es war mir mal so interessant, dass ich das zu sagen kriege. Und früher, besonders geworden, krieg verstanden, was ich hier sagen darf. Ich habe an gedacht, an diese 3 Dinge, Ägypten, in der Wüste, in Kanaan, wann ein Baby soll zur Welt kommen. Wo habt dort angefangen? Das fängt hier an, wo das angeplant wird. Und dann ist das hier 9 Monate in dieser Wüste, kann sein. Und dann kommt der Tag, wo das geboren ist. Und wo das alle anderen das. Aber das kommt nicht ohne weiter. Und ich dachte eben nur, kriegt es die Israeliten ihre Reise durch die Wüste? Die gingen ein bisschen Stadt, okay? Das wir nicht eine gleiche Reise Stadt. Ein bisschen, damit lief, geformt ist. Von einem Eierstock nach dem anderen Eierstock. Das ist ein interessantes Bild, nicht? Aber das ist, wo Gott arbeiten wird. Gott ist so bildlich mit mir, besonders. Ich brauche ein Bild, damit ich was verstehen kann. Und so, Gott weiß mir das. Und in Jesaja, 66 Vers 9, du sagst Gott, du versprachst, er sagt, würde ich dort was ohne Geburt bringen und nicht euch fahren damit? Du bist vielleicht in so einer Zeit in deinem Leben, wo sich dir das fällt, du bist hier all Jahren und Jahren in dieser Wüste und das Zeit, das Baby mal geboren wird. Und Gott verspricht, dass das wird. Aber du musst geduldig sein. Wegen vielleicht sind du noch mal Dinge, wo er uns schaffen will. Vielleicht bist du noch nicht bereit, um die Riesen in Kanaan fährten. Und so dann nicht mutlos werden. Dann bleib hier in dieser Wüste, gib die ganz Hand an Gott seine Hände, lass man die schaffen, was immer er noch finden wird, wo du unter Schaffen fällt. Der Tag wird kommen, er verspricht, wo er dort geben wird, was das hier alle ist. So, ich will die du Mut merken, gib nicht ab, bleib geduldig, fäng ut, wo hier kriegt du bist. So, Dankeschön.